Das Haut wirklich Genuss op der Gewern. Sonnenläd an Kärblume bleien hofrig fir Lach vun der Maus Baby. Me pscht, kom net ze no, sie as grad mat de Mundung vun der Dir. Hei den Heespringer, also Briefdreher. An, dat geht et Neues. Maar ich komme mal einen Brief für Baby. Ein Brief? Für mich? Ich kann das verstehen. Oh, och nach aus der Stadt. Juhu, das ist von Florence, von meiner alle Freundin. Florence, ha, mein Leben Heespringer, dat is eng besser Maus. Die feiert de Liewende wie eng richtig Madame. Du könne mir als Heu Feld nimmer just wundern. Lauscht der Mann, was es schreibt. Lief Baby, schon wie lange habe ich dir versprochen, für mal bei dich auf Besuch zu kommen? Übermorgen ist es soweit. Ich komme mit dem Zug von 3 Uhr. Florence. Du soll ihn ihr so, Baby. Mir kriege Besuch aus der Stadt. Sie werden auch uns Heu Feld nehmen. Meis Baby wunn scho lang mat hire Mann und Kai an de Kärblumen, met das Haut fir deich, dat meis Florence aus der Stadt op Besuch kënnt. An Dörfer fahren sich die 2 gut Freundinnen noch gleich um den Hals, sobald er aus dem Zug klemmt. Jo, wie lang haben wir uns schon nicht mehr gesehen? Florence, fein was du rausgefietst. Du warst eine richtig Madame. Baby, guck, ich bin halt mal ein Wallis mitgebracht. Wenn du nicht dagegen tust, dann bleibe ich für dich. Sicher, das ist eine gute Idee. Komm, wir machen uns gleich auf den Weg. Den Taxi wird schon zu lang werden. Den Taxi? Oh, Florence, bei uns geht es kein Taxi. Das ist doch nicht mausemäßig. Aber wie kommen wir dabei dich hin? Haben wir zu Fuß? Zu Fuß? Hey, im Land geht es zu Fuß. Kommt das in einem halben Stündchen zu gehen? Was? So weit doch noch. Und da kein Taxi weiterbringt. Oh, da müsste mal bei uns an die Stadt kommen. Mein liebes Baby. Den Heespringer an e klenge Frasch sitzen an engem Putsch Grase kucken hinnen no, wie sie wird de Feldweg getrippelt kommen. Baby schreckt vier unterspitzt, an Florence aus der Stadt kennt Hannen dru gedabbert. Käfer noch, ein Maus aus der Stadt, wo sie wirklich nicht gewinnt, Feld durch Stück an dünn zu trappeln. Hey, guck, ich bringe, nur hängt so auch nach der Hand an der Heck fest. Baby, ich komme nicht mehr raus, ich fühlt sich. Oh mei, du hängst ja mit deiner Bluse an einen pickischen Strauch. Wer dich helfen da? Oh, grad mit meiner neuen Bluse, dürft nicht nach. Das Haut für dich, dass ich sie drohen nach schon zu nicht gelacht dran gerappt. Für was mussten dann halt auch überall der pickliche Hecke stehen? Lucy ist gleich dran, Baby im Feld. Sie mussten nach Schüster über mit kleinen Berg. Oh mein Jo, du kriegst wir bestimmt nicht zu lachen. Was? Du wohnst die andere Seite vom Wasser. Gott, jo immer besser. Oh, wie komm ich dann da rüber, Baby? Mama hat gerade wie ich sprang. Mit meinen Häschen Talliken. Oh, da komm, gib mal Tante, da geht es besser. Oh, soll der da halt riecht ausgehen. Schrecklich, wer den rumklotern muss. 1, 2, 3. Hoppla! Oh, hoppla, hoppla. Oh, Baby. Ach, mein Florence. Ich bin ausgerutscht. Zieh mich schnell aus dem kalten Wasser. Dann hab ich was tun. Oh. Oh, mein. Oh je. So, aber wo ist mein Hut? Du in der Leite. Am dicke Bulli, mon Dieu. Was? Ich höre ihn raus. Hey. Aber was bist du dann, du elende Männchen? Ich bin nicht rasch, Madame. Ich will ihn heim bei der Berg. Voilà! Ja, sehr gut. Nu guck nimmer, wie ich so verdreckst rausgesehen. Nee, das ist die letzte Kehr, dass ich mich so an den besten Hof werfen, für bei dich auf Feld auf Besuch zu kommen. Meis Florence as Frau fir sich her no beim Baby doheim kënne wenig op de Kanapé ze lehnen an sich zu blosen.
Me wie se hanner dem Kärblumen de Mann vun eng hondsgewwenige Lachsätze gesäit, du schlägt se dann iwwer dem Kap ze summen. Was? Hei wohnst du, Baby, an dem kleinen Loch. Jo, hei sie nicht dahin. Nee, wie schappig. Du hast dich wirklich gedurcht. Du hast ein Villa mit einem Sträder abgerieben. Eng Maus vom Feld, das eben nicht verwindet. Da bin ich aber gespannt, wie ihr die Bannen ausgeseit. Komm nimmen, fährt nicht. Weg dich over, sonst knüpft du mit dem Kap über wieder, Florence. Oh, das gibt mir nach just fehlen, wo ich gestern beim Coiffeur war. Wie das so muffig halb Banne riecht. So, an der Nase doch nach so klein. Für zwei geht es völlig in Duel. Komm mal der Platz, Florence, du warst ja so mit in der Weg. Hi, sitzt dich also auf mein Bett. Was? Ist das dein Bett, Monok? Der Streisack, du. Utsch! Ah, wie das pickt. Heute gebe ich nicht keine Art zu machen. Mira schlafe schließlich auf eine Mülle Küssen. Hey, du leide wie ein Kind. Auf einem Streisack. Baby, wo kannst du bloß? Haha, nee, da ging ich mich lieber raus an die Sonne sitzen. Mit Fedro will ich mich noch ein wenig frisch machen. Wo ist dein Lavabo, Baby? Mein Lavabo. Ja, du musst da rein zu den Toilette machen können. Ha, wir wäschen uns immer drinnen an der Bett. Wer? An dem Frischsinger Bär? Oh nee, Baby. Wenn ich der meine Freundin aus der Stadt erzähle, die kommen sich einfach nicht zu, was du für ihre Leben aufhörst. So hat Florence sich dem Feld wirklich nicht vorgestellt. Aber wie gleich drauf zwischen die Kärblumen an der Sonnenloch, du kommst nur vom Feld vorwärts stöppeln. Baby, aber was könnt dann heim gekrochen? Schum dich, du fährst mich doch nicht fertig. Ich sinne kleine Schläge. Ah, Schläg. So, aber was schläfst du dann da auf deinem Rick? Mama, mein Haus. Beste. Altschläg dreht sein Haus Rick, Florence. Ah, was sie dir aber komisch heim im Feld. Hi, guck mal, Schläg. Aber was flattert dann da? Das ist der Piperlick, Florence, der Pimpampe. So, Piperlick, du warst sicher nicht von Hai. Doch, ich wohne an der Kärblume. Auf vier Vater nicht. Mo, da guck dich mal an den Spiegel. Du warst so schön vorweg. So ein Hofrichende wie dich schon ich noch nicht beim Baby gesehen. Wirklich? Pimpampel, du gefällst mir. Ich meine, ich will dich mal an den Stadt. Nee, ich bleibe lieber hier im Feld. Hier sind ich daheim. A wie so gemütlich Zeit für den Noveskast gouft, dort meist Baby Weißkern an Hirselnes rausgeschläft. Der Mann hat dem Schlägeputsch säftig Gras gerappt, an der Piperlick hat die schönste Kleeblume serviert. So, nu mach grad wieder hin. Da je, Florence, los da nicht fleven. Hei, schmerr mal als Fäßkehre von diesem Jahr. Weißkern? Ah jo, das ist der Wirteskast von einer Feldmaus. Hi, guck, Baby. Toll, der gleiche Pur Madeleine. So einen guten Appetit wurde. Oh mei, wo ist die Schorolona verschleckt? Klapp ihm auf direkt, Baby. Das ist nicht zu sich. Oh mon Dieu, lo war ich Perlo steckt. Nee, die Weißkern, die sind nicht für mich. Da probiere mal Tierseln. Hirselnes. Ah, das ist der Kast für Sondes, Florence. Oh Jesu, die ist aber hart. Kriege ich bald kaum gebacken. Autsch! Aua, aua! Jesus, was ist geschehen? Ich schon uns Hand ausgebasst. Ein Zahn? Ein Maus muss doch ein Nuss knabbern können. Nee, kleine Schläg. Ich sie ein Startmaus. Ich sie gewinnt am Gebiss zu lecken an und Käse zu beißen. Na, nicht so hart, Nuss, die sind eben nicht für mich. Nee, sieh mal nicht Biss, Baby, mehr los mir den Appetit vergangen. Nur de Miesse bleiben sie ein Weilchen an der Kärblume sitzen, bis den Ofen könnt. Baby, fängst du nicht gedeicht da? Eng Lucht. Florence, es mir dir gut, dass du kein Feldmaus bist. Wieso? Hey, fällt du mir doch kein Blut. Nun, Hala, warum? Hier im Feld, hier sind wir mit der Sonne. Es ist bald, sich muss frei weiß.
die. An Ofes, wann sie hinter den Hecke verschwindet, da spielt der Mama ein Steckchen auf der Mundharmonika. Am Dünner gehen wir auch schlafen. Nee, Baby, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du heilieren? Moies gehst du dich bei der Frau Jean-Pierre waschen, da sie knabberst du die Herd Häselnis, an Ofes, sobald Sonne noch geht, da verkraust du dich an dat muffig Lach auf der pickige Strichsack. Komm mal bei uns an die Stadt, da laufen die da nieder. Nee, Baby, nur fuhren ich heim, und da geseist du mich nie mehr hei umfällt. An so huet meis Baby per Wochen droppiesive Sachen an e Bündelche gepackt, as jas mat de Monner an Staat gefuhr. Ehrlich gesot, wenig vier wird sich vor sie auch fir ze gesinn, wie eng besser Maus lieft. Der meis Baby schlägt Herz miséier, an noch der Monner guckt ganz hofrig dran, wie sie fir an de grösse Gerben Trottoir rauskommen. Me die werden sich lo heiner ruhig wundern. Oh, Jemini. Was de Comedie. Was war denn du schon nicht? Hey, du da, hast du mir gepasst? Sie geben ihn am Puls einfach über den Club rennen. Oh, wer, ihr sollt Maus Baby einer kennenlernen. Komm, Mama, komm, der Koffer noch den Namen an, da geht es los. Baby, Baby! Du hast schon so gestürzt. Da war er um mich. Mama! Claudi, du hast dir keine Arme am Kopf. Du gesagt hast, dass du schon über die Straße kurve. Anne Loh bleibst dem Olaf sein ganzen Dammband gesiegt. Nee, war der Gestank. A knapps wär de Monner op die andere Seite Trottoir, du deet no bemmel kréech. Aua, ei! Mein Schwanz, mein Schwanz! Mama, was hast du nicht mehr lassen? Und du so stur noch mein Schwanz getrippelt. Reise mal hier. Tatsächlich komm ich wickeln da nicht nach drin. Da pfeffert das nicht wie so. Reets alleng strecken dort Staater meist vierwürzig Kap zu ihre Kellerfenstern raus, wie d Maus Baby an der Wohnung sich weiter durch die Wulst strecken. Hey, Yvette, du kennst ja den Florence sein Besuch. Gesagt ihr gleich, dass die vom Feld kommen? Jo, wie streckt sich haut nach karierte Fische in den Kopf. Und dann den Erlen. Mon Dieu. Guck dir mal sein Schwanz. Nee, was sie nicht doch. Anendlich huse tausende grosse Avenue Front, wo Florence wohnt. Der Butler Pierre, e feine Mausenherr im schwarze Gilli, steht schon op der Fichtertrab zu werden. Da kommt schnell die Herrschaften. Dir steht gerade oben das Kind zu gesehen. Mama. Schöft, Baby, den hast pressiert. Psst, nicht so hart, Monsieur. Mit wer den das sicher noch ein Wort schwätzen können. Oh, aber wenn sie es hört, die spielt mit ihrem Leben. Wieso leist dann hören? Schwätzt nimmer nicht davon. Hier an der Stadt traut kein sich davon zu schwätzen. Gleich drauf kommen seine große Keller. Maus Baby reist an am Mund op, der Mundung steht wie ugewurzelt do. Hei wundet also sin Staater Freundin Florence. Gilou, Baby, du staunst, weh? Wirklich, du wohnst hier wie ein Barra. Ha, eng Staater Maus feiert eben besser lebende wie die Raner. Du peifst ob dat klingt muffig klar und fällt. Pierre, Was geliebt, Madame? die Herrschaften hun weit weh handelt sich. Kommt, serviert diese kleinen Aperitif. Direkt, Madame. So, da kommt, da lasst mal prosten. Prost, Prost. Oh nein, Florence, aber Ma, Baby, das doch nimmer als ein Telefon. Den Telefon? oh je, von lauter Schreck ist mir ein Glas auf den Boden gefallen. Hallo? Ah, du warst Marie-France. Oh, hoffentlich hört das Lokin Am hier. Kino, nee, Du mach weißt doch dauer. nicht wehren. Schwätzt Geht nimmer nicht, nicht es davon. geht mal leid. Hier an der Ich Stadt besuch traut den kein sich Feld. davon zu schwätzen. Me, komm her nur bei uns auf der Kaffeeskränzchen, da lehrst du Baby an der Mund kennen. Jo, die wird an Charlotte kommen noch. Na, natürlich, du dein neue Kleidung. Ich bin da so gespannt.
Hier hat Staater meist sollen de Mittichbett Florence op de Kaffeeskränze kommen, an dürfe kriegt meis Baby e Lohn nach Bäckelsche gepudert an Lipse gefirft. Wat? Am Menge amolst du auch nach. Just ein Gritzelchen bloer gering. Schrecklich. Aber wie laufen ich dann durch Richter? Gerade wie wenn jemand mit der Faust drauf gehen hat. So, an nur parfümieren ich dich nach wenig. Was das mit? Mo Baby, du geseist darum Olause wie ein richtig Madame Maus. Hey, guck dich an den Spiegel. Florence, nee. Was hast du mit mir gemacht? Roter, blauer, geringer, schwarz, der reinste Fußensbock. A gleich drop sitzen all die Staater meist op dem grosse Gestell bei der Mauer zu schneeken. Baby kann iwwer hiren Hofet nëmmer staunen, an et as lo over froh, dat Florence den grimmischen Reis gefietzt huet, well enger smeeschicke kleed wie die Äner. Baby, lo kannst du da den Bauch mit den besten Sachen Pupsat essen. Ganz oben steht Gläser mit Aprikosen an Erdbeergebäß. An der zweiten Reihe also Quetschekraut an Honig, an Reihe innen findest all Zuchte Käse. Hey, du gehst ja richtig glöschrig. Florence, dein Honig schmeckt exzellent. An dein Quetschekraut, ich kann den dich da durchfrießen. Baby, komm hier zwei probieren im Gebäß. Ich will, Marie-France. Und ich bin gespannt, wie so etwas schmeckt. Sprang einfach auf Gläser rüber an der vierste Tür. Wir packen schon war gut un. Nicht, dass du einmal mit dem Kamm an dem Gebäß leist. Wert, ich hau dich mit dem Schwanz an. Da kann da nicht geschehen. Jo, eng Feldmaus, also dir bin nicht gewinnt, ob Gläser und ob Schutzlinerinnen zu turnen. So, das ja so pechig. Du darfst auch nicht ganz Gesicht dran zappen. Aber wie kriegen ich nur mein Schnurrbärtchen ist proper? Nee, was eine Schwingerei. Oh, Baby, dann hab ich aber nach lieber den Mund mit dem Gebäß verschmiert, wie dass ich mir ins Hand und eine Herde Nuss ausbeißen. Ma ja, du hast es ja erzählt, Florence. Ich krieg alle Lechkremschen. Hier sind es Aweske. Oh, ich meine, nicht sind die Wahrheit komischer, die vom Feld. Psst, ihr Damen, ob ihr mal her zu Eis. Mon Dieu. Der Pierre hat recht, jo. Man, nun, die Diabel, von wem geht dann immer dort jetzt? Wer soll es auf keinen Fall hören? Oh, schwätzt nimmer nicht davon. Hei an der Stadt traut kein sich davon zu schwätzen. Also, nee, das verstehe ich nicht. Eng Maus vom Feld, die kann da doch nicht verstehen. Florence, der Käse ist nicht schlecht. Los, mach nicht noch ein kleines Stückchen Speck und dann... Hallo! Das ist Das ist ein Fall, mon Oncle. Ein Fall? Jo, die großen Leute, die nachher am Haus wohnen, die uns so gestaltet wie Reis zu fänken. Nun, hallo, warum? Doch, ich brauche nicht mehr den Speck da rauszukroppen. Patsch, das springt Feld zu und es könnt ihr nie mehr raus. Nee, wie gruselig. De Mannung an der meis Baby lafen Schudren Dräger auf. Da leben se wie groß Herrschaften ha in der Stadt, me sie sind ihres Lebensmol net sicher. An hei, ob Bemmel geht Kaladier gemütlich op, a weken rasch basiert, Pussy, die Dickkase aus dem Haus. Madame! Oh, schreck! An 1, 2, 3 hu se sich all dorechter verkroch. Bloß de Mannung an meis Baby stehen nach Leng do, a gucke ganz verdattert dran. Baby, Mama, schnell fortbosse! Nee, wenn das dann da die Wahrheit? Das ist ein Katz, Madame! Ein Katz? Ein Katz! Wenn sie nicht die Perke kriegt, dann ist er ausgelegt. Oh je, Mann, wo passt die hin? Komm schnell, bei mir schon abgesprungen, es sitzt schon zerhöven im Schaf. Hallo, den Teller. Sprang, sie hört ihr blickst. Jesus, nee. Mach schnell! Tummel dich! Alice, da schon alle runter! Oh, mein Florence, du hast nicht auch noch 2 Porzellanschüsseln draufgeschoben. Bessere Puschierble, Baby, wie wenn sie dich mal Schlawitsche geholt hat. An Eglik hat meis Baby de Parzelein aufgeheit, weil dem Moment, dass de Pussy so erfeiert, dass se mat engem Satz durch Kellerfenster reis op den Tritt war verschwonnen ass. Hat vor se also d'Katze aus dem Haus, an de Pierre hat schons recht wie sot, Tier spielt mat der im Leben. Jo, keng stärter Maus traut sich vun dem Pussy zu schwätzen. Kei Wonner och, weil Kneen zitternder Maus Baby an dem Monok nach Owes verschreck. Nein, los ist genug.
Sobald den anderen Moien helget, pickt meis Baby d'Wallissen, as sie fuhr mat de Mechenzug nees heem. Das zwar etwas tun, Florence als eng besser Madame, das noch dem nächste Modo gedoen, an et kann all der Kaffeeskränzercher machen. Me ich fleht noch be so leben. Der nuch die Kamedi op de Strossen, an dat Gewul zum Tritt war. Nee, das fir nie de Kap zu geroden. A bleibst du an den Keller du bannen, da musst du aller Blick fährten, dass ein Katz durch Tiere geschlagen an der Hals genickt durchbeißt. Nee, das die Geschichte von der Stadtmaus, auch von der Feldmaus. Göft du alle glücklich an deiner Stadt, Florence. Ich vergonne nicht da gern. Mir ich bleiben an den Kablumen um Feld. Bei dem Heespringer, aber beim Peipeleg, aber beim Frasch, aber beim Schläg. Mon Onkel, da komm, wir sind nicht daheim.